Was bedeutet es gerade für dich, jetzt hier neben Dennis Brammen zu stehen? Ich bin ziemlich aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Also, man sieht ihn immer nur auf YouTube, aber ich weiß, das ist einfach aufregend. Man ist nervös, ich zitter ein bisschen den Beinen. Also, das ist schon krass. Jetzt hast du gerade endlich ein Foto bekommen von ihm. Was hast du zu ihm gesagt? Dass er mich jeden Tag zum Lachen bringt. Es gibt eine ganze Szene im Internet, die nennt sich Let's Play. Und was das genau heißt und welche Leute das genau sind, dafür habe ich jetzt neben mir jemanden stehen, der dafür berühmt-berüchtigt ist, kann man sagen. Und zwar Dennis Brammen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön da sein zu dürfen. Wie man sieht, sind ein paar Leute auch schon da hier auf der Gamescom. Hier machen wir keine Let's Plays leider. Keine Let's Plays, aber erstmal zur Erklärung. Was heißt Let's Play genau? Let's Play heißt, lass uns spielen. Da geht's halt, Das weiß ich auch. da geht es halt quasi darum, du spielst halt selber ein Spiel deiner Wahl. Minecraft ist natürlich ein ganz großes Beispiel. Und du lässt halt deine Zuschauer daran teilhaben. Deine emotionalen Gefühle. Ja, also im Großen und Ganzen, was findest du dabei? Wie gehst du vor? Es geht nicht darum, jemandem eine Komplettlösung zu zeigen, also keinen Walkthrough zu machen, sondern das Spiel mit jemandem zu erleben, mit allen seinen Facetten, so wie du es auch selber auch erleben würdest. Und das teilst du dann halt mit deinen Zuschauern. Das heißt, du sitzt zu Hause, machst ein Video, während du spielst, von dem, was du spielst. Und die Leute zu Hause schauen sich das an. Warum schauen sich die Leute das an? Darüber ist man zweigeteilt. Ich weiß es immer noch nicht. Andere Leute sagen, es ist ein großer Unterhaltungswert. Aber es ist halt wirklich tatsächlich so, Entschuldigung, dass man ja, das Spiel halt wirklich mit dem jeweiligen erlebt. Und das ist halt was Schönes. Es hat halt ein Gefühl, je nach Kanal auch eine Ausrichtung von LAN-Party oder von großer Bruder oder einfach von einem Erlebnis, weil es gibt natürlich auch die Möglichkeit, viele können das Spiel eventuell nicht zocken, weil die keine Hardware haben. Oder die wollen es noch nicht spielen, müssen sich erst einen Eindruck machen. Okay, verstehe ungefähr. Sophia, ist sehr gut? Macht er gute Sachen hier? Also man muss ja dazu sagen, der Dennis ist ja ein Mitglied von einem Team von Pizmeet zwar. Genau, möchtest du uns davon noch was erzählen, zu Pizmeet selber? Gerne. Wir sind ein Team von 6 Spieleverrückten und unser Ziel ist halt, möglichst coole Atmosphäre in Videos reinzubringen. Wir sind nicht gut, muss man einfach sagen, aber wir haben viel Spaß beim Zocken und wir zocken halt auch gerne gegeneinander innerhalb dieser Party, aber ohne irgendwie mad zu sein, sondern einfach nur auf einer freundschaftlichen Ebene. Das macht wahrscheinlich dann auch den Charme aus. Wir wollen das mal ganz kurz anschauen. Wir haben ein kleines Video von euch, von eurer Seite und wollen das den Zuschauern zu Hause nicht vorenthalten, wie denn sowas aussieht, was ihr da macht. Was ist Pizmeet? Jetzt mach ich den! Party! Oh, 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 oh. Nein! 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 Du Kind! Bam, Junge! Fick dich! Mass Effect 3. Oh. Es kann nur einen geben, ich bin der Highlander. Okay. Ganz ehrlich, aber ganz ehrlich. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ganz ehrlich. Was heißt nochmal Sportswagen auf Deutsch? Bitte stirbt jetzt. LOL. Komm, ich bleib jetzt stehen, Hardy. Jetzt hab ich ein paar Menschen. Das sieht witzig aus, das sind unterhaltsame Videos. Jetzt muss man natürlich sagen, ihr wollt damit Geld verdienen? Echtzeit ist das gekommen, aus Versehen. Als wir damals Aus Versehen, da waren plötzlich die Millionen auf dem Konto. Nein, also Scherz beiseite, also ihr habt hobbymäßig angefangen, ich habe da mal geschaut, mit 1000 Leuten in dem ersten Jahr und mittlerweile seid ihr bei 2 Millionen. Knapp, ja, aber es ist halt total bescheuert, wie es passiert ist, kann ich mir selbst nicht erklären. Wir haben damals angefangen auf einer Plattform YouTube, die ganz anders war als heute, wo Katzenvideos dominant waren, wo es ein paar Spiele gab und so, wo es keine rechtliche Klärung gab, ob man sowas überhaupt darf wegen Urheberrechtsverletzungen und so. Und man hat es einfach gemacht und hat erstmal gehofft, okay, hoffentlich ist mein kleines Hobby, hoffentlich erwischt mich keiner. Und als dann die ersten Zuschauer zugeguckt haben, war es halt super krass. Ich meine, du hast ein Video hochgeladen und 10 Leute haben es gesehen. 10 Leute, ja? Ich meine, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind ein paar Leute, von denen hier stehen, die gucken dein Video und denkst du so, jawohl! Ja, und das nimmt mittlerweile Dimensionen an und allein wenn man sich vor Augen führt, wenn du ein Video machst mit 100.000 Aufrufen, stell dir 100.000 Menschen vor, die vor dir stehen. Das ist Love Parade einmal, ja? Die stehen vor dir und gucken dein Video, das ist einfach Wahnsinn und schön. Jetzt ist es ja so, es gibt zum Beispiel den besten deutschen YouTuber, ich weiß nicht, ob er der beste ist, aber der bekannteste, Gronkh, ja, der macht das alleine. Ihr seid zu 6. Zahlt sich das aus? Ist das so, dass man dann irgendwie schauen muss, dass man da immer mehr Sachen macht? Ne, das ist okay. Man kann davon also auf jeden Fall leben, das ist okay. Aber man macht es halt nicht fürs Geld. Es ist eine Passion. Und wenn du da rangehst und sagst, ey, ich will jetzt Geld verdienen,
ja, dann kannst du auch genauso sagen, ich will jetzt Schauspieler werden und will damit mein Geld verdienen. Du machst das, weil du es liebst und nicht, weil du meinst, damit kommt dann das Geld. Und ich glaube, wenn du etwas machst, was du liebst, dann kannst du damit automatisch erfolgreich werden. Das heißt, die Leute, die Spielehersteller, die zahlen euch nichts dafür, dass ihr das macht? Nein, wir haben schon mal eine Produktplatzierung, aber die kennzeichnen wir ganz klar, wirklich mit Banner, riesengroß, 20 Sekunden wird es eingeblendet, einer audiovisuellen Anzeige, so einem Text in der Videobeschreibung, also ganz klar, weil wir wollen da keine Missverständnisse haben. Und ansonsten, also generell Meinung ist nicht käuflich, weil das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Authentizität. Und ist aber Fakt, wenn ich halt sage, das Spiel ist geil, dann sage ich das, weil ich das Spiel geil finde. Und genauso, wenn ich sage, ich finde das Spiel schlecht, dann sage ich das, weil das Spiel halt schlecht ist und nicht, weil mir Microsoft Geld gegeben hat, damit ich sage, Sony Spiel ist schlecht. Dann danke ich dir und sag, also, wenn ihr das gut fandet, was der macht, dann könnt ihr gerne bei ihm im Blog reinschauen. Wir haben ja zwischendurch mal einen kleinen Ausschnitt gesagt, das müssen wir jetzt einfach mal sagen. War ja ein sehr netter Typ hier, der hier neben uns stand. Und wir schauen auf jeden Fall mal weiter, weil es gibt nicht nur Leute, die die Sachen spielen, ja, sondern es gibt auch richtige Pro-Gamer, die damit Geld verdienen, dass sie die Dinger richtig professionell zocken. So, nach einem Gespräch mit jemandem, der zwar auf YouTube ganz groß ist, aber mit dem professionellen Zocken nicht so viel zu tun hat, sind wir jetzt da, wo die Zocker ihr Geld verdienen. Wir haben hier... Das ist die E-Sports League, das ist praktisch, ja, Fußball für Gamer, Bundesliga für Gamer, riesengroße Sache, wird sehr, sehr viel geguckt, besonders im Internet. Ja, also wir sehen gerade hier, hinter ist gerade, geht's richtig heiß her, da sieht man Moderatoren, da sieht man vorne die Spieler, die beiden Teams gegeneinander, in der Mitte wird gewissermaßen die Veranstaltung übertragen und die Leute sitzen da richtig auf ihren Zuschauerrängen, fiebern mit. Und das Besondere ist ja, dass diese Veranstaltungen nicht nur lokal gebunden sind, sondern weltweit ausgestrahlt werden. Auf jeden Fall, es ist international, es gibt internationale Teams, es gibt Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, es ist wie ein kompletter Sport. Ja, also im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, wir hatten vor kurzem in der Lanxess Arena, gab es diese ESL-Veranstaltung, da waren 18.000 Leute, die da hingekommen sind, um sich das anzuschauen. Ja, und Ende August ist das Weltfinale. Okay, ein großes Phänomen weltweit. Wir haben natürlich auch jemanden getroffen hier auf der Gamescom, der mit dem Spielen wirklich als Pro-Gamer sein Geld verdient. Der heißt Silphy. Und wir gucken mal, was der uns alles so zu erzählen hat. So, das war ein kleiner Einblick in die Welt der Zocker, in diejenigen, die mit dem ganzen Spielen auch noch richtig Kohle versuchen zu machen. Und neben mir steht jemand, der sich selber Silphy nennt. Wie kommt man auf diesen Namen? Ist ja eigentlich eine Blume, oder? Ich glaube schon, ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, ich habe ein Kartenspiel angefangen, das hieß Duel Masters und da hieß eine meiner besten Karten so ähnlich. Das habe ich dann ein bisschen umgewandelt. Mein erster Name im Online-Bereich war Fat Tony, was glaube ich nicht so cool war. Jugendsünde, ne, wie man auch so schön sagt. Und ja, dann bin ich halt auf Silphy gekommen und den habe ich auch behalten. So, und du bist jetzt jemand, der versucht oder schon jemand ist, der mit Zocken, mit Spielen Geld verdient? Ich habe es versucht und ich habe es geschafft gerade und ja, jetzt lebe ich quasi gerade davon. Das heißt, du trainierst richtig, du spielst wöchentlich, kann man sich das vorstellen wie bei der Fußball-Bundesliga, dass man da richtige Spieltage hat? Eigentlich ja, also wir sind jetzt gerade noch ein Amateurteam. Was ich jetzt noch, also hauptberuflich gerade mache, ist ja noch dieser ganze YouTube- und Stream-Kram. Ist das professionelle Spielen, ist aber wirklich genau wie Fußball. Da heißt es, yo, Montag, Dienstag spielst du, als Beispiel jetzt, dann hast du Pause oder jetzt ist eine Superwoche, das heißt, du hast mehr Spiele und sowas. Man trainiert natürlich auch richtig. Man hat pro Tag, 5-mal die Woche hat man immer 2 Scrim-Blöcke. Das heißt, man trainiert gegen andere Teams, immer in der Best of 3. Das heißt, man spielt 3 Games, ne? Wenn man halt 2 davon gewinnt, dann hat man halt das gewonnen. Und ja, da sitzt man schon gut 8 Stunden am Tag und zockt eine Runde, ne? 8 Stunden am Tag. Vernachlässigst du dafür auch gewisse Dinge? Naja, ich sag es mal so, jemand, der normal arbeitet, vernachlässigt ja auch noch andere Dinge. Es ist ja halt genau dasselbe eigentlich. Man arbeitet auch 8 Stunden am Tag. Ich weiß jetzt nicht, wie lange andere Sportler trainieren, aber im Normalfall ist es wie ein normaler Beruf, kann man sagen. Ein normaler Beruf heißt das, also er bezeichnet sich selber als Gamer. Die C4 kennt sich natürlich mit solchen Leuten richtig gut aus. Du hast aber eine Frage, so ein bisschen in die Materie rein. Genau, also ich spiele ja selber auch. Mich interessiert natürlich so Wettbewerbsvorbereitung beim Trainieren. Was genau passiert da? Ist das praktisch wie normales Spielen oder geht man ganz anders an die Sache ran? Also es ist auf jeden Fall nicht normales Spielen, was man halt macht. Man guckt sich das Team an, gegen das man spielt und dann sieht man, ey, die spielt gerne diese Strategie und was ist gut dagegen? Dann trainiert man halt auch das oder man guckt sich halt an, was spielen die gerne und was wir halt auch immer als Team machen, einen Tag bevor wir spielen, immer am Abend, sitzen wir eine Stunde zusammen, 2 Stunden, gehen dann Strategien durch, die wir machen
Und dann auch nochmal die Pick- und Ban-Phase. Also es ist ja so, man kann dem gegnerischen Team Helden wegnehmen, die sie nicht spielen können. Also ich kann ja gar keiner spielen. Und das bereiten wir dann einfach vor. Mögliche Szenarien, zum Beispiel, wie ban das? Und dann, oh, die bannern das auf einmal. Haben wir dann 5 Tabellen, die wir haben, mit denen wir dann circa wissen, was dann die Gegner machen werden. Also sind praktisch die Vorbereitungen auch auf die Teams ausgelegt, wie ihr dann die Strategien entwickelt? Ja, natürlich, weil nicht jedes Team spielt gleich, nicht jedes Team hat denselben Spielstil, dieselben Spieler oder halt dieselben Helden, die sie spielen. Von daher muss man sich dem Ganzen immer nochmal anpassen. Alles klar. Mario? Du bist ja auch YouTuber. Du hast mir eben erzählt, dass du Anfang des Jahres den Boost versucht hast zu machen Richtung professioneller YouTuber. Jetzt bist du bei wie vielen Leuten angekommen? 52.000 Pi mal Daumen. Wie viel? 52.000 um den Dreh. Okay, 52, weil ich habe erstes verstanden. 250.000. Nein. Wann erreichst du die? Hoffentlich dieses Jahr noch. Wäre nicht schlecht, ne? Ja, Nein, ich gehe davon aus, nächstes Jahr. Also letztes Jahr hatte ich noch 10.000 Abonnenten. Dann habe ich halt versucht, jetzt mir ein bisschen mehr Mühe zu geben. Und vielleicht nächstes Jahr kommt dann dieser Super Boost nochmal. 250.000, warum nicht, ne? Bei diesen Videos gehst du hin und vertonst entsprechend auch deine Spiele. Genau das, was wir eben auch gesehen haben bei einem Dennis Brammen, der das halt eben so ein bisschen amateurhafter macht, in dem Sinne, dass sie die Spiele nicht so gut spielen, halt ein bisschen unterhaltsamer. Ja. Du bist jemand, der auch viel Comedy da reinbringt, der da auch viel macht. Jetzt habe ich ein paar Kommentare rausgesucht unter deinem letzten Video vom 3.8. Und zwar steht da drunter, Selfie ohne Mütze. Was ist da los? Ja, irgendwie hat es sich so ergeben. Ich hatte immer Mützen auf, immer verschiedene Mützen. Jetzt habe ich eine Maske, das ist was anderes. Darunter aber direkt die Batman-Mütze, obwohl es super warm ist. Und dann habe ich ein Video gemacht und alle meinten, zeig deine Haare, zeig deine Haare. Alle wollten meine Haare sehen. Und ich so, nein Leute, das kann ich nicht machen. Weil ich hatte halt immer Mützen auf, die Haare sind halt derbe kaputt gegangen und alles. Halt, dann war ich halt irgendwann beim Friseur. Und ich bin jetzt ausgezogen ins Gaming-Haus rein und da habe ich meine Mütze nicht mitgenommen. Ich habe nur eine und ich kann die halt nicht mehr benutzen. Und dann hast du sie ausgezogen und darunter stand dann, ja krass, er hat doch mehr Haare als auf dem Rücken. Und dann kam der Kommentar, wie hässlich ist der denn? Und dann meinte jemand anders, hast du gerade den Senpai beleidigt? Wie geht man mit solchen Kommentaren um? Also am Anfang war es so, da hat man alles ernst genommen, ne? Da habe ich halt oft gehört, ey, scheiß Türke und alles. Okay, da war ich richtig assi, das muss ich auch sagen. Scheiß Türke, geh zurück in dein Land, bla bla bla, so eine Scheiße. Mittlerweile denke ich mir, ey komm, da sitzt irgendein kleiner Junge hinter seinem PC, denkt, er ist der Größte im Internet, ist mir völlig egal. Also mittlerweile juckt mich sowas gar nicht mehr. Und die Leute sollen mich nicht angucken, weil ich gut aussehe, sondern weil ihnen der Content gefällt. Und wenn dann solche kommen und sagen, ey, du siehst scheiße aus, juckt mich nicht. Ich will aber noch einen sagen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar stand da noch, dein Oberlippenbart ist etwas dunkler und älter als der Rest. Damit siehst du echt aus wie Zuhälter-Selfie. Ja, nice, ne? Zuerst bin ich Senpai, jetzt bin ich Zuhälter, sage ich nicht nein zu. Ja. Aber sowas sind auf jeden Fall lustige Kommentare. Du nimmst das mit Humor, weil du provozierst das ja auch ein bisschen. Nicht unbedingt, aber es ist so, das bemerkt man auch beim Stream, ich habe viele Trolls bei mir im Chat, für auch viele, die Spaß haben wollen und sowas. Von daher könnte einer kommen und zu mir sagen, ey, du bist, keine Ahnung, du hast einen kleinen Lümmel oder sowas. So, da weiß man nicht, ob es die Leute ernst meinen oder nicht. Ich nehme so oder so alles mit Humor, von daher juckt es mich nicht wirklich. Okay. Aber wir danken dir auf jeden Fall für den Einblick und haben jetzt noch was ganz Besonderes. Und zwar werden wir jetzt eintauchen in die Welt der richtig langen Wartenden. Die sind nämlich stundenlang unterwegs und wir wollen denen helfen, die Zeit zu überbrücken. Es gibt hier saulange Wartezeiten. Wie lange warten die Leute hier? Oh, 3 Stunden ist, glaube ich, Minimum, was Warten angeht. Dementsprechend wollen wir den Leuten jetzt ein bisschen die Zeit versüßen. Und zwar haben wir hier 2 Fastlane-Tickets. Und ich werde jetzt einfach mal reingehen in die Schlange und mir 2 Leute rauspicken. Die beiden jungen Herren haben jetzt die Chance, schneller reinzukommen. Und zwar müssen sie nur ein Spiel gegeneinander machen. Ja, erst noch mal ganz kurz euch vorstellen. Du bist der? Tristan. Tristan? Micha. Micha, okay. So, also, los geht's. Wir machen nur Stein, Schere, Papier. Ja, kein Brunnen. Ja. Ich bitte dich. Also, Schnick, Schnack, Schnuck. Stein, Stein. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, 1:0 hier. Wir hätten so machen sollen, ihr müsst aus der Schlange rauskommen und dann müsst ihr euch wieder hinten anstellen, aber das wäre vielleicht ein bisschen fies gewesen. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, 1:1. Warum hast du den Stein genommen? Der gute alte Stein. Ja, der gute alte Stein. Okay, also, nächstes Spiel. Schnick, Schnack, Schnuck.
Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, da ist der Sieger. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Erstmal hier abklatschen natürlich. Super gespielt. Ja, was ist gerade für ein Gefühl? Super. Ja? Eine Stunde Zeit gewonnen. Ja. Wir werden die natürlich jetzt rein begleiten. Ja, wir sind zu dritt unterwegs. Also einen Freund verliere ich heute. Der Micha hat jetzt gerade hier 2 Fastlane-Tickets gewonnen. Das Problem ist, du bist mit 2 weiteren Freunden hier. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, regeln wir zuerst die Männer, oder? Schnick, schnack, schnuck. Machen wir. Okay, also Best of 1, Best of 3, was ist die Regel? Best of 3. Best of 3. Also, wer als erstes mit 2 Punkten führt, ist weiter. Ja. Bitte, Jungs. Alles klar. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. 1:0 hier auf der Seite. Schnick, schnack, schnuck. 2:0. 2:0. Das ist natürlich jetzt extrem ärgerlich. Das heißt, du bleibst jetzt hier. Ja. Ich führe jetzt deine beiden Freunde rein. Alles klar. Wirst du danach nochmal mit denen sprechen? Ich weiß nicht, ich muss ja heute Abend noch irgendwie nach Hause, aber das können wir auch anders regeln. Ne? Okay, dann führe ich die beiden jetzt mal rein, dann kommen wir einmal mit. Kommt einmal mit mir. So, Jungs, hier die Fastlane-Tickets, jetzt kommt ihr rein. Fühlt das gerade an? Ja, geil, wir sind jetzt dran, ne? Alles Tut mir klar. ein bisschen leid für den Kumpel, aber was soll man machen? Ja, viel Spaß auf jeden Fall. Dankeschön. Guten Tag. So, also, wir haben 2 Jungs hier nochmal ein richtiges Vergnügen gemacht und zwar schneller vorbeigebracht. Anstatt jetzt hier 2 Stunden zu stehen, mussten sie nur 1 Stunde stehen. Und ich verabschiede mich jetzt von der Gamescom. Ich weiß gar nicht mehr, wo die anderen hin sind. Die haben sich alle schon verteilt. Die Sophia ist wahrscheinlich schon im Cosplay. Und ich werde mal gucken, was ich jetzt noch Nettes hier machen kann. Ich muss auf jeden Fall sagen, die Gamescom war ein echt abgefahrenes Erlebnis. Waren tolle Leute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Denkt dran, ihr könnt natürlich immer noch tolle Sachen bei uns gewinnen. Am Wochenende findet ihr nochmal eine Zusammenfassung. Und was machen wir jetzt eigentlich? Eine Runde zocken oder so. Wir gehen jetzt einfach eine Runde zocken. Ich nehme den Chris mit. Macht's gut, ciao. She's not to blame, you shook the tree. We watch it fall as you could see. You start the game. You tasted the pain of losing someone. What could change? Don't even look back at this wasted moment's gone. Yeah, true, everybody used to be. She's not to blame, you shook the tree. We watch it fall as you could see. You start the game.